Mein Name ist Ayman Al-Mansur. Ich komme aus dem Jemen, aus der Hauptstadt, aus Sanaa und wohne noch in der Altstadt von Sanaa. Ich habe da gewohnt. Ich bin jetzt seit circa 11 Jahren in Deutschland und arbeite jetzt in der Nähe von Hamburg als Assistentarzt in der kardiologischen Abteilung. Ich bin verheiratet und habe eine Tochter. MashaAllah. Äh, und nehmen Sie teil an irgendwelche Organisationen oder Hilfsorganisationen, also außer Ihren ärztlichen also Beruf? Natürlich, also seit dem Anfang des Krieges im Jemen bin ich mit viele Freunde und viele jemenitischen Mitbürger sehr aktiv an vielen Veranstaltungen, aber eigentlich bis vor kurzem ohne Organisation. Wir haben das alle privat gemacht. Jeder hat sich selbst organisiert und wir haben uns immer dann spontan zu einer Veranstaltung getroffen, zu einer Demonstration, zu einer Bildgalerie. Wir haben auch zusammen Seminare gemacht, aber jetzt vor kurzem, genau am 11.12.2016 haben wir eine eigene Organisation gegründet, die heißt Insan-Organisation. Und jetzt arbeiten wir unter dieser Organisation. Dann haben Sie uns ja erzählt, dass Sie über diese Hilfsorganisation, also neue Hilfsorganisation, also tätig sind. Können Sie bitte über diese Organisation ein bisschen erzählen, also wann Sie das gegründet haben, wie Sie gegründet haben, welche Ziele Sie damit haben oder was Sie damit bezwecken? Also die Organisation ist aus der Ursache entstanden, weil wir haben uns gedacht oder wir haben uns Gedanken gemacht, warum hat kein Mensch Interesse über den Krieg im Jemen? Warum denkt keiner daran? Warum ist man zeigt man kein Mitgefühl, wenn man einfach nicht selbst betroffen ist? Es ist natürlich menschlich, wenn man das Leid nicht zu nah hat, denkt man einfach nicht an die anderen. Und aus diesem Grund haben wir diese Organisation auch mit dem Namen Insan, und das bedeutet, glaube ich, auch in der eurer Sprache auch Mensch. Es geht nur um diesen Mensch, egal wo der Mensch ist. Ob der Mensch in Afrika, in Südamerika oder irgendwo. Wir werden uns einfach dafür interessieren, was die Menschen, worunter sie leiden, ob sie unter Ungerechtigkeit sitzen. Und wir werden auch dafür kämpfen, dass jeder Mensch auf dieser Erde vielleicht ein bisschen Gerechtigkeit bekommt. Und vor allem aktuell jetzt im Jemen. Genau, ein Land, der seit 2 Jahren isoliert ist. Alleine, wir können den Krieg also selbst vergessen. Alleine die Isolation, die Seeblockade, die Luftblockade kann jedes Volk zum Leiden bringen. Stellen Sie sich vor, neben dieser Blockade ist jeden Tag Hunderten von Raketen, Hunderten von Neutronenbomben, Zerstreubomben, die fallen jeden Tag im Jemen. Jemen ist einfach durch die Medien vergessen, durch die ganze Welt vergessen. Es darf nichts rein ins Land, es darf nicht raus. Die Flughäfen und jetzt vor kurzem auch der Flughafen in Aden sind gesperrt. Keiner kann raus und keiner kann rein. Es gibt viele Leute, die medizinische Behandlung bräuchten. Sie sollen eigentlich ins Ausland gehen, weil im Jemen ist die medizinische Versorgung so knapp geworden, dass die Möglichkeit zur einfachen medizinischen Behandlung einfach darunter leidet, an dieser Isolation. Es kommen keine Medikamente ins Land, die Mittel für Dialyse, für Nierenspülung sind auch knapp. Deswegen mussten die Leute auch ins Ausland, aber das können sie nicht. Es gibt auch Leute, die in Amman oder in Kairo medizinische Behandlung unterzogen haben und möchten sehr gerne zurück nach Hause, weil sie vielleicht auch kein Geld mehr haben, dass sie noch in Kairo oder in Amman bleiben, aber sie dürfen nicht, sie können nicht, weil der Flughafen ist einfach gesperrt durch die Saudis und durch die Amerikaner. Also in den Medien wird nur über Bürgerkrieg gesprochen. Das ist eigentlich, was auch die Saudis wollen, was die Amerikaner wollen.
die wollen einfach nicht, dass es dargestellt wird, was die Wahrheit ist im Jemen. Also im Jemen gibt es eine Gruppe, die nur einfach einfache Waffen hat, die ihre eigene Waffen hat, ihre eigene Raketen hat. Es gibt auch andere, wo die Saudis mit dem F-16 über die Luft einfach alles bombardieren. Es gibt Amerika, es gibt Saudi-Arabien, es gibt Arabische Emirate, Ägypten, Jordanien, Marokko, Pakistan und Blackwater. Diese ganzen Gruppierungen sind einfach gegen Jemeniten, nur Jemeniten. Keine iranische Waffen, keine iranische Raketen, keine iranische Soldaten, keine iranische Schiffe. Es sind nur Jemeniten. Aber natürlich, es ist ganz leicht, das zu überdecken mit der Begründung, dass Iran ihren Einfluss im Jemen hat. Sogar wenn das stimmen würde, es ist einfach ungerecht, dass Amerika durch logistische Unterstützung, durch amerikanische Waffen, durch britische Waffen, durch europäische Waffen und die Saudis direkt einfach alles bombardieren. Und dass wir immer sagen, es ist nur saudischer, iranischer Konflikt, was im Jemen passiert. Es ist ein Verbrechen durch Saudi-Arabien. Mir interessiert nicht, ob Iran ein Interesse hat im Jemen. Mich interessiert als Mensch, wer bombardiert mein Haus, wer tötet meine Kinder, wer zerstört mein Land, wer zerstört auch die Brücken. Das sind nicht die Iraner. Und wer das sagt, entweder ist er dumm oder der hat einfach keine Augen, der ist blind, der kann das nicht sehen. Die Wahrheit ist eigentlich wie die Sonne. Man kann die einfach nicht verblenden. Es ist ein Verbrechen durch die Saudis und die Amerikaner mit diesem jemenitischen Volk. Ja, also für viele Leute ist Al-Houthi, ist es irgendwie ein Wort, die verstehen das nicht, was das bedeutet. Sie denken, das wäre vielleicht eine Krankheit oder ein Farbstoff oder weiß ich nicht, was sie verstehen. Al-Houthi ist einfach ein Familienname, ein ganz sehr alter Familienname, der im Nordjemen lebt und ist. Und der Führer von Ansarullah, der hieß Hussein al-Houthi. Und also das ist der Grund, warum die dann als Houthis genannt werden. Aber das sind eine originelle Jemeniten, die einfach nur für Jemen kämpfen, die einfach im Jemen leben und auch im Jemen sterben möchten. Sie haben auch ganz genau gesagt, dass sie einfach nur für Jemen und nur für Gerechtigkeit für alle Jemeniten. Sie interessieren sich nicht an eigene Interessen. Sie wollen auch nicht abhängig zu einer Macht, sogar zu Iran. Jetzt haben sie auch genau gesagt. Das Problem zu den anderen, die einfach nur behaupten, dass Al-Houthi zu Iran gehört oder dass er einfach macht, was Iran möchte, dass sie das einfach mit Saudi-Arabien machen. Die Saudis sagen einfach den anderen, was sie machen. Sie kriegen Waffen von den Saudis, kriegen Geld von den Saudis und die haben einfach keinen Mut zu sagen, Saudi-Arabien darf sich nicht einmischen in unserem Land. Aber Al-Houthi sagt ganz öffentlich, der sagt, Iran darf sich nicht einmischen. Das ist unser Land, wir wollen einfach, dass unser Land seine Entscheidung selber trifft. Und keiner trifft die Entscheidungen für die Jemeniten, außer die Jemeniten. Die machen das selbst und sie sind fähig, auch das zu machen. Aber die anderen sagen, sie können nicht mal sagen, also die Jemeniten können die Entscheidung selber machen, selber treffen. Sie können das nicht sagen. Deswegen ist es paradox. Und es ist ganz klar, wer einfach auf der richtigen Seite ist und wer auf der falschen Seite ist. Also es ist eigentlich sehr traurig, was diese Umma, worunter die Umma zurzeit leidet. Also die Umma hat zurzeit überhaupt keine Interessen zu eigenen Nutzen, was sie haben könnte. Also die Umma ist einfach von dem richtigen Weg, hat andere Feinde entdeckt, hat eine andere Moral entwickelt, was eigentlich nicht zu dieser Umma eigentlich gehört.
wenn eine Ungerechtigkeit zum Beispiel mit Schiiten passiert, dann distanziert sich diese Umma von dieser Katastrophe, distanziert sich diese Umma von diesen schlechten Tat. Also der Krieg im Jemen, alle haben diesen Krieg ignoriert. Es gibt viele, die einfach ohne Absicht diesen Krieg ignoriert. Es gibt auch viele, die einfach aus diesen ideologischen Denkweise diesen Krieg ignorieren und sogar vielleicht noch die Jemeniten noch verschulden, dass die Jemeniten auch selber schuld, dass sie gegen Saudi-Arabien einen Krieg geführt haben. Die Umma hat eigentlich die Jemeniten im Stich gelassen. Also bis jetzt, wie ich weiß, ist von keinem islamischen Land eine Hilfe nach Jemen gekommen. Am Anfang des Krieges ist ein iranisches Schiff nach Jemen gekommen mit Wasser und Medikamente, was eigentlich lächerlich war, was Jemen eigentlich bräuchte. Also der Jemen, der steht einfach in einem katastrophalen Lage. Die Menschen leiden ohne Ende. Man kann sich eigentlich nicht vorstellen, wie die Lage ist. Sogar der letzte Bericht von UN hat auch gezeigt, dass viele Millionen Kinder unter Hunger stehen. Sie haben nichts zu essen. Und was machen die Muslime? Also die Muslime, die interessieren sich einfach, ob Iran an diesem Krieg beteiligt ist, ja oder nicht. Ob die Schiiten sich auch beteiligt haben oder nicht. Ob die Sunniten die Mehrheit im Jemen ausmachen oder nicht. Sie interessieren nicht für diese Kinder. Egal, ob die Kinder Schiiten, Juden oder Muslimen sind. Es gibt Millionen von Kindern, die sterben. Sogar Kinder von Tieren sollte man eigentlich nicht hungern lassen. Aber das ist einfach die Tatsache, dass die Muslime sich einfach nicht mehr dafür interessieren. Und also jeder muss sich einfach in der Lage die Jemeniten einfach stellen und sich fragen, ob das, was ihr macht, diese Interesse Schiiten, Sunniten, Iraner, Saudis, ob es richtig ist, was er macht. Also ich habe eigentlich, wie ich vorhin gesagt habe, noch nie gehört, dass was gekommen außer diesem Schiff aus Iran, was eigentlich auch lächerlich war, was auf diesem Schiff war. Also die Türkei hat mit Jemen geschichtlich eine große Verbindung. Die Türkei als Staat, als Verbindung zwischen Orient und dem Westen, die hätte eigentlich noch eine große Rolle verdient. Die Türkei, die Machthaber, sind leider eigentlich nicht auf der richtigen Seite. Die sind leider nicht auf der richtigen Seite. Es kann nicht sein, dass die Amerikaner unsere Vorteile möchten. Es kann sein nicht, dass die Saudis die Vorteile von den Türken möchten. Es kann auch nicht sein, dass Israel unser Frieden auch verwirklicht. Das kann eigentlich nicht sein. Deswegen muss sich Türkei nochmal Gedanken machen, also welche Rolle sie spielen möchte. Natürlich, also wie gesagt, wir haben viele türkische Freunde, wir haben eine türkische Verbindung, wir haben noch sogar in unserer Sprache, also im Jemen, viele türkische Wörter, was wir jeden Tag auch benutzen. Und wir fordern eigentlich alle Menschen auf, in der Türkei, in Iran, auf der ganzen Welt. Es sollte eigentlich ganz menschlich gedacht werden. Jeder soll einfach an seine Kinder denken, ob er zulässt, dass die hungern. Also ich glaube, alleine die Vorstellung macht Angst, dass die eigenen Kinder Hunger haben oder zum Beispiel schlafen, ohne dass sie gegessen haben. Und das ist eigentlich eine Katastrophe von vielen, vielen anderen Katastrophen. Das ist nur ein Tropfen der Katastrophen und was die Welt auch wissen kann. Es gibt auch viele anderen katastrophalen
Lagen im Jemen, was die Welt einfach nicht ahnen darf durch die Medien. Es darf nicht rauskommen. Die Leute dürfen es einfach nicht wissen.